Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie heisst's? Harveys neue Augen. Wir sind Lilly, da ist der alte Keib. Wir müssen dem auf die Sprünge helfen mit den 3 E. Hast du deine Frage vergessen? Nein. Ein kleiner Tipp. Das erste, es zeigt mir, ob das zweite. Es erinnert mich daran. Das dritte, um mich zu erinnern, muss. Also erzähl noch mal von dort. Warte, zum Glück habe ich mir. Also, wir hatten gerade die Bodenplatten in der. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt, da hat doch jemand. Also. Nimm dir mal die Kokosnuss. Und ich mache jetzt einfach Try and Error. So, wach auf. Schnell, schnell. Kennen wir? Ja. Und zwar Tempelritter. Zum Glück habe ich mir. Also, wir hatten gerade die. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, die Geschichte hat. Dann muss es der Äpfel sein. Mhm. Jetzt wach noch mal bitte auf. Schnell, schnell, schnell. Was? Kennen wir uns? Erzähl mal bitte von den Tempelritter. Moment, ich muss mal. etwas trinken. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. Wir hatten gerade. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, so war das. Die Geschichte. Da hat doch hier. Sag nochmal etwas Habe ich dir schon von. Ich glaube, alles, was ich brauche, sind genauer gesagt. Die 3 E's. Emotionen, Einstellung, Essen. Das, Ja, nein. du willst das Gewicht nehmen. Wie Also. jeder weiß, erzeugt mit Äpfeln im Gepäck, war Er ist ich zum nie Beispiel traurig gewesen. niemals traurig. Denn nur sie verhalfen Moment, mir ich immer muss zu jetzt- großer Stärke. Ein Stift. Ein Stift muss irgendwo sein. So, ein Stift gefunden. Haben wir das auch das erste Mal aufgeschrieben? Was ist das Heroische zweite? Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut. Nicht stark. Okay. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Also, wach. An diesem einen speziellen Tag, Er ist. an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ich frage mich, warum das sie es immer austauscht. Das würde, wenn Lilly eine Emotion. Ich kann mir vorstellen, es ist sogar etwas anderes, als da überhaupt ist. Ah, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Ich mag nicht mehr mit dem Hoshi zusammen chillen jetzt. Jetzt gehen wir mal ins Klassenzimmer. Und da ist ja Birgit, hä? Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Ich sehe schon Aber da davon verstehst du nichts. Mal Im sicher. Sticken warst du schon immer miserabel. Wie Ja, in eigentlich allem. Sticken kann ich nicht. Ich brauche das fehlende Banner. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt, jetzt ist sie futsch.
Danke, ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Ich seh doch Meine eins. Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Ah. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Ja, ist ja cool. Kann ich noch das nicht aufmachen? Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Ist gut. Das Lass atmen wir das. Das Wieso? brauche ich als Vorlage. Das haben wir doch schon. Die Vitrine war Ja gut, Mutteroberin. Das heisst, sie ist allein in der Kantine am Tee trinken, wie immer. Das haben wir ja schon gesehen. Aber wir gehen natürlich zuerst ins Büro von ihr. Ich glaube, das müsste oben... Oh, schau mal. eine einzige Schraube, hielt die Kette des Kronleuchters. Aha. Schraubenzieher habe ich ja noch nicht. Oh! In jeder Maske gab es 2 winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Also kann ich es nicht wegnehmen und ich brauche einen Schraubenzieher. Die Maske war... Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück. Lilly war erleichtert. Ja, wäre ja so auch. Die muss ich nachher auch noch hören, was sie sagen. Aber jetzt gehen wir zuerst anschauen. Natürlich geht's nicht. Mit bloßen Händen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Ja. Sorry, dass ich das amigs weiterklicke, aber ich bin einfach zu schnell im Lesen und dann klicke ich weiter, wenn ich will wissen, was nachher kommt. Da Oben an der Wand schien es eine Art Halt, aber ohne mehr Licht. Ohne mehr Licht. Die Oberin hatte die Angewohnheit... Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Alles klar, was sind das denn? Oh, Die Oberin hatte Tollkirsche! Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen Aha. hatte aber niemand etwas gesagt. Kann ich ja gar sagen. Schwupps. Ja, eine Tollkirsche. Was wir mit denen noch machen können? Oh wow, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt drauf. So, was haben wir denn da? Quittungsspieß nehmen wir. Da steckte eine Not... Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe Nee. es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Verachtungsvoll. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Ja. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Okay. Ja, wir wissen, dass da ist irgendwas dahinter noch, hä? Aber sonst... sonst können wir wirklich nichts machen. Also, Mutteroberin. Wir gehen jetzt rasch zu ihr und fragen sie nach dem Schlüssel für die Vitrine. Warte, jetzt soll zuerst noch die Fröhlich-Maske anhören. Vielleicht hat sie etwas. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur Ja, ist genau die gleiche Stimme leider. Ich hätte gehofft, das wäre eine andere, dann hätte ich rasch gehört, wie sie tönt und dann aber weitergeschaltet auch. So, hey Ignaz. Trödel nicht rum, fütter die Katze. Bitchnatz. Und vergiss nicht, Birgit zu erinnern, die Stickerei fertig zu machen. Wenn Genau. das Selbstbeherrschungsmotiv nicht... Selbstbeherrschung ist wichtig! Ja! Geh jetzt. Ich muss mal... Ja, aber ich brauche doch den Schlüssel. Ist das so ein schimmliges Sandwich? Fein.
Okay. Mal zur Kapelle schauen, was das ist. Nicht. Bleib bitte von dem Platz. Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Ja, ist gut. Sonst hat's einfach nicht. Die Schuluhr war auf Knallfrische. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? keine Ahnung. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Du wirkst so. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihrem Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Okay, das ist nett. Also, wir müssen das Rätsel da lösen. Ich komme sonst wieder, wenn ich die Lösung habe. Hä? Einen Moment. Jetzt ist es auf einmal gegangen, dass ich das Notizblock anziehen konnte. Und wir haben da Tipps. Und wir können jetzt da schauen. Es gibt Tier, Stärke, ist das. Wut. Also, ich fange jetzt einfach mal füllen zunächst. Es geht mit Hilfe der ersten 3 Tipps aus. Also, mit Äpfeln im Gepäck ist er nicht traurig gewesen. Nicht traurig. Sie verhelfen zur Stärke. Ich denke, das ist die Stärke, das ist Schnelligkeit. Und das ist Schläfrigkeit. Ich weiss es nicht. Was ist heroisch? Oh mein Gott. Heroische Taten hat der nur vollbringen, wo er nicht traurig war. Okay. Also heroisch. Keine Ahnung, was heroisch ist. Mit Wut im Bauch hat er nie Stärke beweisen. Wut, nie Stärke. Kokosnüsse haben ihn immer vor Schläfrigkeit bewahrt. Kokosnüsse. Schläfrigkeit bewahrt. So. Also, das kann sein, hä? Wir können es einfach ausfüllen lassen. Kokosnüsse Was? bewahren mich immer verschreck mich nicht so. zuverlässig vor Schläfrigkeit. Ah, verschreck mich nicht so. Meine Güte. Sagen wir, der ist heroisch, der ist schläfrig, hä? Okay. Kokosnuss. Jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Gesehen, ich wäre falsch gewesen. Er war weder fröhlich über einen Äpfel, noch wütend über eine Banane. Aber er war auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich über eine Kokosnuss. Also Banane, trauriger Igel. Äpfel, fröhlicher Bär. Hässiger Hirsch. An diesem Ich war aber auch nicht traurig über. Okay. Schön. Wir tun einfach mal Tollkirsche drauf, oder? Das war die wenn eine Emotion. Ja, ist gut. Ich habe gleich Lilly keine Ahnung. wusste, dass sie nicht das. Und wenn Was hat sie gesagt? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Ah, herzig. Ja, aber was mache ich jetzt? Das war die, wenn Lilly eine Emotion. Ey, ich habe keine Ahnung, Leute. Kennen wir. Erzähl mir mal Tempelritter. Zum Glück, also, wir hatten. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Das stimmt doch gar nicht. Die Geschichte hat doch.
Leute. Wieso kann ich dann nicht... Wir sehen uns später wieder. Ich mag nicht mehr. Ich habe wirklich nichts herausgefunden, aber gehen wir mal zum Brunnen zurück. Hi, Goblin. Shani. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Oh, wow. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Ich? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oh, Oder wow. Schlimmeres. Gib mir bitte das Rezept. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Oh, Sieh es ja. ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Du bist gemein. Oh. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Du bist so eine Heulsuse. Oh, ich bin tough. Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Was für ein Müngi. Okay. Können wir sonst einfach noch rumschauen. Sonst noch könnten machen. Hey! Boy! Memphis, was machst du da? Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Da Und ich rein. möchte, dass das auch so bleibt. Ist nicht gefährlich? Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Okay. Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Alles klar. Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat ja. einen Kruppstahlmantel, Titanium-verstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier Oho. drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Ah ja. Hast du mir das Rezept? Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Ja, das weiß sie. Der Untergang ist nah. Okay, Gespräch beenden. Machen wir mal die Tür zu. Ja, ist schon cool. Komm, wir jetzt. Können wir da oben nicht irgendwie einschalten? Nein. Das wäre gemein. Wir sind ja nicht gemein. Wir sind ganz ein braves Mädchen und wir machen gar nichts Schlimmes. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte.
Hey, wie lustig. Nehmen wir doch mit, hä? Oh wow, ich habe jetzt auch nicht einen Sprengzünder, hä? Wo könnte man denn den benutzen? Im Ofen? Ja. Machen wir da mal auf. Ah! Schau mal, ich habe etwas für dich. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Genau. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Ah, nicht? Willst du Was ist das? Was hast du da? Ach, weißt du was? Bleib mir einfach da. Probieren wir die am Schani noch zu geben. Und sonst hauen wir ihm mit dem Brett eins auf den Kopf. Shawnee schien nicht. Lilly musste wohl einen... Lilly hoffte, dies Ah. hier... So, jetzt. Shawnee schien... Lilly musste... Willst du einen Sprengzünder? Shawnee, Lilly... Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich weiss nur, mit der Birgit haben wir noch nicht fertig geredet. Vielleicht hat sie uns noch einen Tipp. Vielleicht. Komm, Birgit. Du lenk mich nicht ab. Schnauzenstreber. Du siehst doch, dass ich arbeite. Nein, Man sehe ich erkennt nicht. es daran, dass ich mich anders verhalte als Stimmt du. gar nicht. Okay, was hast du für dich? Jetzt komm doch mal zum Punkt. Ja? Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Ja, Heldenmut. wirklich, da hätten wir Es Tipps gibt natürlich bekommen. auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und Aha. schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Hey, meine Familie. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly fies. musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen auspustet. Oh, wow. Oberin? Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht Aha. ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Schon gut. Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Pfadfinderabzeichen? Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ja, also eben da können wir nicht drüber reden. Das ist in dem Fall gleich nicht. Ich komme nicht weiter, Leute. Aber das ist amigs halt so mit diesen Point-and-Click-Adventures, hä? Das ist amigs so. Ja, ich würde sagen... Lilly, wo bist du? Da. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Die Lilly und ich. Bis zum nächsten Mal. Wir haben nicht wirklich viel geschafft in diesem Part, ich weiß es, aber... Tja, ein lustiges Gespräch geführt wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Peace.